Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Guttannen. Und das haben wir heute für Sie alles parat. Nach 3 langen Jahren Warten gibt es endlich wieder einen Thuner Stadtlauf. Und so feiert Ryan Regetz sein Fanclub seine aktuellen Erfolge. Vorher schauen wir noch kurz die heutigen News an. Bern darf wieder feiern. Nach 2 Corona-bedingten Absagen in den Jahren 2020 und 2021 findet dieses Jahr die Berner Fasnacht wieder statt. Die Berner Fasnacht gilt als die drittgrösste der Schweiz und findet am 4. und 5. März statt. Der Regierungsrat will den Grimseltunnel. Mit dem Grimselbahnprojekt zwischen Innertkirchen und Oberwald sollen Bahn- und Hochspannungsleitungen als bündelte Infrastruktur realisiert werden. Bis 2023 soll es auf der Bundesebene entschieden sein. Eine Motion im Nationalrat fordert, dass die Zucht von Schnecken zukünftig zur Landwirtschaft zählt und die Schnecken als Nutztier gelten. So weit will der Bundesrat aber nicht gehen. Aber es ist noch offen, ob es kleinere Schneckenzuchtanlagen gibt. Nach 3 langen Jahren soll Thun im August wieder zum Mekka der Laufsportler werden. Dank kleinerer Anpassungen und neuen Ideen wird der Thuner Stadtlauf laut OK-Präsident Philipp Derias für jeden zum Erlebnis. Und das nicht nur aus sportlicher Sicht. Was das genau heisst, das hat Derias Manuel Moser erzählt. Nachdem der Thuner Stadtlauf 2 Jahre in Folge Corona-bedingt abgesagt werden musste, soll er dieses Jahr wieder stattfinden. Wir haben uns mit dem OK-Präsident, Philipp Derias, unterhalten. Wie gross ist die Vorfreude, dass es jetzt dieses Jahr voraussichtlich klappen sollte? Ja, es ist eine riesige Vorfreude und er wird einfach stattfinden. Wir geben alles. Das ganze OK ist wirklich schon jetzt massiv dran, auf allen Ebenen am Vorbereiten. Was jetzt bereits gemacht ist worden, wo wir sicher sind, die Grundlagen sind geschaffen, was Bewilligungen angeht, etc. Wir freuen uns enorm auf den Lauf und geben Gas. Du hast angesprochen OK, es ist ein neues OK mit dir als Präsident. Wie ist es dazu gekommen oder wieso hat man sich für das entschieden? Ja, also wir haben das OK auch ein bisschen jetzt wieder neu gliedern. Das ist natürlich nach diesen 2 Jahren tut sich auch der eine oder andere überlegen, mal etwas anderes zu machen. Wir haben das OK neu gegliedert, auch neue Kräfte drin. Aber was wir natürlich immer suchen, sind OK-Mitglieder, die interessiert sind. Bitte bei uns melden, helfen Sie immer willkommen. Aber wir können sagen, im Moment haben wir ein OK, wo die wichtigsten Positionen besetzt werden können und dass nur schon von der organisatorischen Sicht her eine Durchführung nichts im Weg steht. Was steht jetzt da in den nächsten Monaten? Was wartet für Arbeit auf euch? Ja, richtig. Wir gehen eigentlich so ein bisschen phasiert vor. Jetzt die erste Phase war die Bewilligungsphase. Wenn wir auch neue Sachen machen wollen, dann Kontakt mit den Behörden, mit der Stadt. Wir werden jetzt dann noch einen Austausch haben mit allen Partnern, wo man kann synchronisieren und sich austauschen kann. Und dann geht es wirklich in die Detailvorbereitung. Im Juni sind die Detailkonzepte fertig und werden in der Stadt zur Genehmigung und den Partner vorgelegt. Und dann sind es Feinjustierungen, Endkorrekturen und dann am 19. August wollen wir hier, dass der Rathausplatz voll ist und am 20. auch noch einmal für all die Läufe. Sie sind nicht nur Fans, sondern auch langjährige Kollegen. Vor gut 2 Jahren haben Roman Steiner, Tobias Näpflin und Matthias Rentsch einen Fanclub vom Schweizer Skicrosser Ryan Regetz ins Leben gerufen. Was sie dort ausser Fan so machen, das weiss Manuel Moser. Ja, also alle zusammen, ihr seid der Fanclub von Ryan Regetz. Seit wann gibt es euch? Wie seid ihr entstanden? Also wir sind nicht nur der Fanclub, wir sind nur der Vorstand. Im Fanclub sind ja schon noch ein paar mehr. Entstanden sind wir im Jahr 2019, im Herbst. Wir kennen den Ryan alle ein bisschen durch verschiedene Begebenheiten. Ich kenne ihn schon ein bisschen länger, sie 2 wohnen mit ihm zusammen und er ist jetzt doch in unseren Augen ein sehr, sehr erfolgreicher Athlet geworden. Und wir haben gefunden, dass wir das ganze Fanwesen ein bisschen besser organisieren wollen und darum haben wir den Fanclub von ihm gegründet. Genau. Wie viele Mitglieder sind da momentan dabei? Ja, wir sind ca. bei 40 Personen, aber die Tendenz schnell steigend im Moment. Es kommt halt auch darauf an, wie der Ryan Ski fährt. Und je nachdem, jetzt so durch das, dass Corona ein bisschen weg ist, kommen sicher die Leute auch mehr zu den Rennen. In den letzten Jahren war es schwieriger oder nicht möglich. Und ja, jetzt sind wir da schon bei 40 Nasen und ich hoffe, es geht noch weiter. Das heisst, Corona hat ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht.
Habt ihr trotzdem irgendwelche Events besuchen können, auch als Fanclub? Ja, genau. Also wir hatten eigentlich im Plan gehabt, einmal sicher die Schweizer Rennen oder die gut angrenzend an die Schweiz schauen mit dem Fanclub. Ist die letzten 2 Saisons halt schwierig bis unmöglich gewesen, weil keine Zuschauer erlaubt sind. Aber jetzt dieses Jahr sind wir zuerst mal auf Arosa mit ein paar Leuten vom Fanclub, genau. Und ja, hoffen, dass wir das noch mehr machen können. Ja, ihr habt gesagt, ihr kennt Ryan gut auf seine Kindheit. Was ist er für eine Person? Also als Kollege ist er wirklich, er ist ein sehr guter Kollege. Wenn er daheim ist, jetzt gerade bei uns, wo ich wohne mit ihm, dort ist Skifahren nicht Priorität 1. Und er ist wirklich ein sehr guter, aufgestellter Mensch. Und es macht sehr Spass, mit ihm Sachen zu unternehmen. Also das ist jetzt meine Sicht, vielleicht hat er noch andere Sachen. Nein, also kann ich die gleiche Kerbe beschlagen. Er ist ein mega bodenständiger Mensch. Also Starallüre müsstest du irgendwo weit suchen bei ihm. Er ist eigentlich immer noch halt, ja, vielleicht halt, weil wir ihn auch noch anders kennen von früher, ist er immer echt noch der Ryan für uns. Und gleichzeitig ist er einfach auch ein Mensch, der wahnsinnig viel leistet und wahnsinnig viel in das investiert. Und für das wollen wir ihn auch ein bisschen ehren. Und darum haben wir das halt auch jetzt ein bisschen aufgeleistet. Und ja, man kann einfach gut mit ihm. Das ist wirklich sehr umgänglich. Und wenn er dann schnell mal Starallüre hat, bei uns wird er dann schnell runtergeholt. Das bödelt nicht allzu schnell hier. Das war es mit dem Blick in den Tag und dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen findet Sie online, im E-Paper oder auf unserer Homepage noch die ausführlichen Artikel. Jetzt hören Sie noch das Wetter für unsere Mädchenauskollegen. Merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Meine Damen und Herren, grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen zum Jungfrau Zeitung Wetter fürs Berner Oberland. Im Moment da ist es ziemlich dynamisch, wir haben kräftige Wind auf den Bergen, zum Teil Orkanböen. Und es geht in den kommenden Tagen turbulent weiter. Allerdings sind wir bei uns im Berner Oberland nur am Rand davon betroffen. Wir haben nämlich den Morgen wieder ein Orkantief, das von den britischen Inseln Richtung Ostsee zieht. Dort haben wir also wieder schwere Sturm- und Orkanböen. Und wenn wir uns heute das Ganze anschauen, sehen wir, wie da die kräftigen Winde da knapp nördlich von uns sind durchgezogen. In der Nacht auf morgen gibt es jetzt eine weitere Wetterbesserung. Morgen da ist es entsprechend freundlich. Am Vormittag gibt es einen Mix aus Sonne und hohen Wolken und Temperaturen. Gehen nicht allzu weit retour. Tiefstart am Thuner- und Brienzersee bei etwa 5 Grad. Adelboden starten wir mit etwa 2 Grad in der Freitag. Also am Nachmittag geht es freundlich weiter, zum Teil sonnig, mit ein paar dichteren Wolkenfeldern, die durchziehen. Und es wird außerordentlich mild für die Jahreszeit. Zum Beispiel in Interlaken oder auch in Spiez erreichen wir am Nachmittag rund 15 Grad. Adelboden sind es um die 11 Grad. Oder in Grindelwald da haben wir maximal 12 Grad. Ja, und wir haben schon wieder auffrischende Südwest- bis Westwind, vor allem auf den Bergen. Es gibt also wieder zum Teil Sturm- oder Orkanböen auf den Gipfeln oben. Unten innen ist natürlich deutlich weniger kräftig. Die nächste Kaltfront in der Nacht auf Samstag, im Samstag selber, zuerst noch viele Wolken und nass. Die Grenze sinkt auf 600 bis 800 Meter. Der Frühlingsgruß ist also schon wieder vorbei und die Temperaturen die erreichen rund 7 Grad. Am Sonntag da ist es eher unbeständig, die Höchstwerte bei rund 8 Grad. Der nächste Sturm kommt in der Nacht auf Mänti. Der Mänti selber zeigt sich trüb und häufig nass, vor allem in den Bergen. Da haben wir wieder Sturm- und Orkanböen. Ja, und dann am Dienstag und Mittwoch geht es eher unbeständig weiter. Temperaturen weiterhin mild bei etwa 8 bis 9 Grad. Aber wir sehen, ein stabiles Hoch, das ist bis auf Weiteres nicht in Sicht. Das war es vom Wetter. Ich wünsche weiterhin einen ganz schönen Feierabend und bis gleich. Auf Wiedersehen miteinander.